Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute zur vorletzten Reaction in der Bundesliga. 34. Bundesligaspieltag, zu Hause gegen den 1. FC Köln. Und wie immer, bevor wir da reingehen, der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Damit gehen wir rein. Abfahrt. Der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist per se etwas Besonderes, als deutscher Meister natürlich sowieso. Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln morgen mit Vincent Kompanie. So, was habe ich gesehen? Meisterfeier ist am jetzigen Sonntag. Wild. Aber gut, man weiß natürlich auch nicht, ob man DFB-Pokal gewinnt. Und dann wäre es natürlich auch wild zu sagen, man feiert dann die Meisterschaft nach einem verlorenen Pokalfinale. Wäre auch irgendwie wild, oder? Wollen wir natürlich jetzt nicht hoffen oder davon ausgehen, sondern dass wir das gewinnen und dann vielleicht nochmal da stehen und feiern können. Aber ja, kann ich Und schon Max nachvollziehen. Eberl. Und bitteschön, der ersten Frage. Let's go. Hier Hanna Reif für den Münchner Merkur und die TZ. Ja, hallo, guten Morgen, Ich würde sagen, 80% der Fragen dreht sich um Manuel Neuer und Jonas Uhrig. Herr Kompany. Ein großes Wochenende liegt vor Ihnen. Auf was freuen Sie sich persönlich am meisten? Ein gutes Fußballspiel, den Blick vom Balkon oder eine kalte Bierdusche? Eigentlich alles. Das gehört dazu natürlich. Man fängt die Saison an, immer mit der Hoffnung und die Zielen, dass wir da die Schale wieder in die Luft bringen. Und jetzt ist es soweit. Und wir werden auf jeden Fall diesen Moment nutzen. Und es ist auch immer schön für die Familie und so, die dabei sind, die Leute, die uns im Hintergrund unterstützt haben eine ganze Saison lang. Also es ist nicht nur für uns, aber auch für den. Und dementsprechend freut es mich, ja. Dankeschön. Weiter geht's. Julian Wolf für die Welt, bitte. Ja, guten Morgen auch von mir. Eine Frage an beide. Wenn wir den Schlusspunkt der Ligasaison morgen so haben und man sieht die Entwicklung der Mannschaft und was man sich vor der Saison vorgenommen hat. Karl-Heinz Rummenigge hat immer gesagt, die Meisterschaft ist so der ehrlichste Wettbewerb. Wie zufrieden sind Sie in Ihrem zweiten Jahr mit der Entwicklung der Mannschaft und was ist so Ihr Fazit dieser Bundesliga-Saison? Ja, ich warte vielleicht noch ein klein bisschen, weil wir haben natürlich diese ganz wichtige Pokalfinale, die dann trotzdem noch eine ganz große Rolle spielt für uns auch in unserer Saison. Aber natürlich haben wir einfach viel gewonnen. Viele Spiele gewonnen, viele Emotionserlebnisse gehabt mit dieser Mannschaft. Und klar haben viele Spiele sich entwickelt. 116 Tore. Ja, und trotzdem nur 35 Gegentore oder so. Klar, jetzt die Bundesliga hat vielleicht nicht in der Spitze oder in der Breite die Qualität, den FC Bayern da irgendwie in jedem Spiel zu fordern, sogar keine Frage. Ja, nichtsdestotrotz, ich meine, guckt euch an, wie lange wir gebraucht haben, um unseren eigenen Rekord von 101 Toren irgendwie mal zu schlagen. Ja. Also, das ist in der Bundesliga, ja, oder generell, das kann ich schon mal vorwegnehmen, vor meinen ganzen Fazitvideos, die kommen werden, wenn das Pokalfinale rum ist. Eine überragende Saison. Ja, und eine Entwicklung der Mannschaft, jein, ja, jein. Es gibt einiges, was sich entwickelt hat, einige Spiele sich entwickelt haben. In manchen haben wir uns aber auch ein bisschen rückentwickelt, würde ich sagen, aber wie gesagt, das im Fazit. Die dabei gekommen sind, haben uns auch starke gemacht diese Saison, also Lucho Diaz, aber nicht nur er, ich meine auch Lennart Kahl zum Beispiel aus eigener Jugend. Das sind Spiele, die dazugekommen sind und die uns noch was extra gegeben haben. Und das ist eine gute Entwicklung. Die Latte ist jetzt sehr, sehr hoch und die Aussprache bleibt, dass wir uns... Das wird auch nicht so einfach sein, das nächste Saison zu wiederholen. Nächstes Jahr auch wieder entwickeln wollen und das ist jetzt die nächste Aufgabe. Auch noch? Okay. Ich würde genauso einleiten wie Winnie. Also wir sind noch nicht am Ende. Also wir können ja noch einen Pokal holen. Wir haben das DFB-Pokal jetzt 6 Jahre nicht mehr erreicht. Jetzt haben wir die Chance, das Double wieder zu holen und das wollen wir natürlich unbedingt. Aber wenn ich jetzt natürlich die Saison mal nehme, die wir gespielt haben, ich glaube, wir haben über zahlreiche Rekorde gesprochen, die wir dieses Jahr gebrochen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, Max Eberl, styletechnisch ist da Luft nach oben. Ne? Ich meine, wenn man schon kaum Hals hat, einen Rollkragenpulli anzuziehen, ist schon wild.
Ist doch ein Rollkragenpulli oder hat der wirklich einfach keinen Hals und das ist einfach nur ein Rundkragen? Und Vini hat den schönen Satz geprägt, bei Bayern Rekorde zu brechen. So Das ist halb, was ne? Besonderes, weil hier so viele halber große Spieler, so viele große Dick. Mannschaften gespielt haben. Aber was wir in der Saison geleistet haben, das ist schon besonders. Und ich glaube, wir haben immer von einem Weg gesprochen. Wir haben die letzte Saison genommen, als wir ausgeschieden sind, damals in der Champions League und im Pokal, Stabilität gefunden. Wir haben uns über diese Club-WM entwickelt zu dieser Mannschaft. Wir haben Transfers dazu gemacht, wir haben den Campus da involviert. Also wir haben in der Kaderentwicklung auch Schritte gemacht und da Ja, wenn man den Weg weitergehen will, dann muss man die zentrale Mittelfeldposition auf jeden Fall überdenken. steckt noch Potenzial drin. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der im Fußball sehr, sehr bewandert ist. Er sagt, für ihn sind Mannschaften wie PSG und Bayern gehören zu den Besten dazu, weil sie eben Mannschaften sind, die sich sogar noch entwickeln. Also wir haben einen Trainer gefunden, der eben auch Spieler selbst wie Harry Ja, aber viele Spieler entwickeln sich bei uns ja jetzt nicht mehr. Die sind auf ihrem Peak. So ehrlich muss man sein, ja. Es gibt ein paar Spieler natürlich, ja, die jung sind, die sich noch entwickeln können, aber wir haben halt auch einige Spieler, die auf ihrem Peak sind aktuell. Kane und Luch Diaz Und da wird interessant, ob sie nächste Saison wieder diesen Peak halten können oder nicht. entwickelt, neben den Jungen, die noch Entwicklungspotenzial haben. Also wir beim FC Bayern sind sehr, sehr glücklich und auch stolz über das, was wir bisher geleistet haben in der Saison. Kann man auch sein, 100%. Wollen aber unbedingt auch diesen Pokal nach München holen, weil er schon lange nicht mehr da war. Und dementsprechend kann man erst dann abschließend sagen, aber Ist richtig. Sollte man das Pokalfinale verlieren, ja, bleibt eine starke Bundesliga-Saison, so keine Frage. Aber dann hat es natürlich so ein bisschen Geschmäckle. Ja, obwohl es dann natürlich auch schwierig ist, das dann anhand zu sagen, oh ja, weil wir jetzt dann ein schlechtes Spiel gemacht haben oder zwei, wenn man PSG dabei nimmt, vielleicht das Rückspiel. Gut, wir hatten noch 2, 3, 4 schwächere Spiele die Saison, aber wirklich schlechte Spiele ja nicht. Aber wir warten erstmal ab. Also ich bin guter Dinge, wobei man den VfB natürlich nicht unterschätzen darf. Und in einem Spiel, ihr habt es gesehen, wir haben keine gute Tagesform gehabt gegen PSG im Rückspiel. Ja? Wenn du diese Form gegen den VfB Stuttgart hast, dann wird auch das schwer sein zu gewinnen. So ehrlich muss man sein. Ne? Von daher ist es nichts ausgeschlossen. Der Trend ist eigentlich unser Friend. Ich meine, wir haben 90% der Spiele haben wir eine gute Form gehabt. Ja, wird interessant sein. Ne? Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, denke ich. Also, ich freue mich drauf, ja. Ne, ist ein starker Gegner, nicht irgendwie Low-Bob-Gegner, das ist schön. ich sag mal, das, was wir geleistet haben und speziell in der Bundesliga, das ist schon sehr besonders. Ja, da gehe ich mit. Wenn wir die Bundesliga alleine betrachten, ich meine, wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Köln, wo ich von ausgehe, dass wir 4 Tore machen werden, dann haben wir 120 Tore geschossen, das ist schon Wahnsinn. Nächste Frage kommt von Stefan Kumberger für Sport 1. Guten Morgen. Max, ich frage jetzt ganz offen, damit du ausführlich antworten kannst. Wie steht es um die Zukunft von Manuel Neuer? Wir reden. Wir reden und es sieht gut aus, aber es gibt halt noch nichts zu verkünden. Manu ist top. Manu hat geleistet in dem Jahr. Das ist wirklich besonders und ganz ehrlich, Ey, alles gut. Manuel Neuer ist mit Sicherheit noch ein Torwart, der ja, zur Weltklasse gehört er nicht mehr. Punkt. Ja, wenn man es irgendwie, also für mich persönlich, das definiert ja immer jeder für sich so, ne? Internationale Klasse, ja, gehe ich noch mit. Aber halt einfach auch nicht mehr so konstant, wie man es gewohnt war von Manuel Neuer. Vielleicht durch die kleinen Verletzungen, die er zwischendrin hatte und so weiter, das werden wir sehen. Vielleicht zum Ende hin war es ja wieder konstanter. Aber so Aussetzer wie gegen Real Madrid zu Hause in der Champions League und sowas, da dann zu reden, ist immer noch top und Weltklasse und bla und Sülz. Ey, ist mir persönlich too much. Ja, wenn er kein Ende findet, warum auch immer, sei ihm gegönnt. Der Vertrag wurde ja mittlerweile verlängert, ist, glaube ich, offiziell auch auf der Bayern-Seite mittlerweile. Ich weiß nicht, ob irgendwann die Konditionen durchsickern, die wären interessant, um das wirklich fair beurteilen zu können. Und natürlich muss Jonas Urbich nächste Saison mehr Spiele machen wie diese Saison. Ja, alles. Und er muss auch wichtige Spiele machen. Ja, es wäre schön, wenn er das Pokalfinale spielen dürfte, sage ich euch, wie es ist. Weil man muss halt auch sehen, weil das ist natürlich ein Spiel, wo Druck da ist. Das ist ein, ja,
Ich meine, er hat es schon in der Champions League gezeigt, letztes Jahr, wo Manu verletzt war. Nichtsdestotrotz, so ein Finale zu spielen, ist halt nochmal was anderes. Ja? Und du hast eigentlich den Luxus, dass du ihn jetzt da aufstellen könntest. Ja? Ich denke, das wird schon ein Fingerzeig sein. Es wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil Manuel Neuer lässt sich das natürlich nicht nehmen. Ja? Und er wird sich auch nächste Saison dann keine wichtigen Spiele nehmen lassen und das ist schwierig. Die ganze Karriere ist Aber da mache ich ein ausführliches Video zu, Leute. Aber mal gucken, die nächsten 2-3 Tage irgendwann. außergewöhnlich von Höhen, aber auch eben von der einen oder anderen Tiefe geprägt, wenn man an die Verletzungen denkt oder die Unfälle denkt, die er erleben musste. Aber wenn man sieht, wie er in der Champions League agiert, dann ist das schon sehr besonders. Und natürlich auch, wie ihm das Herz rausgerissen wurde vom Verein. Ne? Und natürlich ist das sehr besonders, wie er in der Champions League agiert. Ne? Ich meine, wir haben das 1:0 gesehen gegen Real Madrid. Das war schon sehr besonders. Ne? Auf der linken Seite, Stefan. Klaus Bergmann, wie immer, schreibt noch Klaus. für Nicht Stefan SWR. von Ich hätte Berger. eine Nachfrage an beide. Herr Kompanie, Sie hatten mal, es wird ja jetzt noch wieder über Neuer diskutiert wegen der WM. Sie hatten mal so einen Satz gesagt, ich sehe immer, was er leistet, auch körperlich, was er leisten muss, um dieses Niveau zu erreichen. Rein von diesen Fakten, würden Sie ihm sowas noch zutrauen, so ein großes Turnier zu spielen, diese Belastung am Ende einer Saison? Ja. Und nee, machen Sie erst mal. Machen Sie weiter. Machen Sie erst mal. Nein. Ja, aber ich habe immerhin Gedanke, meine Kollege Julian Nagelsmann, die jetzt diese volle Druck hat, diese Karte zusammenzustellen für die WM. Und da muss der Bayern-Trainer noch mal eine Meinung dazu sagen. Also ich würde ihm die Ruhe geben, seine Karte zu bauen, ohne dass ich da eine Meinung gebe. Ja, sehr fair. Und Ich kann meine Meinung ja gerne mal geben. Für Manuel Neuer wäre es natürlich top. So keine Frage. Ja, ist eine WM, Alter, ist immer was Großes. Für alle anderen Torhüter, die jetzt den Weg zur WM geebnet haben, wäre es eine Katastrophe. Für den FC Bayern wäre es natürlich gut, wenn Manuel Neuer nicht zur WM fährt, wenn er schon verlängert und wenn man schon mit ihm plant. Sollte er natürlich topfit für die neue Saison sein und das ist er mit Sicherheit nicht, wenn er in dem Alter auf eine WM fährt und da natürlich dann auch spielt. Auf der anderen Seite wäre es dann vielleicht aber auch die Chance für Jonas Obich, wenn Manuel Neuer, wenn es dann nach dem Leistungsprinzip gehen würde und Manuel Neuer dann nicht so performt am Anfang der noch kommenden Saison. Ja, viele Blickwinkel, ne? wenn Sie mich die Frage getrennt stellen über Manu und was Manu für mich, für uns, für diesen Verein geleistet haben, dann werde ich das beantworten, aber nicht in Zusammenhang mit dieser WM. Dann frage ich das. Was ist die Frage? Die Frage ist, was bedeutet Manuel Neuer für Sie? Und ich meine, morgen kriegt er nochmal die Meisterschale, er wird im Mittelpunkt stehen, aber es werden ja vielleicht nicht, auch nächste Woche noch nicht die Schlussbilder mit ihm sein beim FC Bayern. Ja, FC Bayern ist deutscher Meister und wir haben den besten deutschen Torwart. Ja, gehe ich mit. Mit Jonas Obich ist der da. Alles gesagt. Punkt. Max muss ich nicht anschließen im Moment. Johannes, stopp, bitte hier am Mikrofon. Johannes Berner für die Bild-Zeitung. Herr Kompanie, das heißt dann im Endeffekt, Sie würden sich wünschen, dass er dabei ist, wenn ich das jetzt mal so interpretieren würde. Und eine Frage hätte ich an Herrn Eberl. In der Woche kamen Gerüchte aus Saudi-Arabien auf, dass Sie Gespräche mit Al-Ittihad über einen möglichen Wechsel geführt haben sollen. Gab es dann einen Kontakt? Von wem? Stimmt das? Für wen? Und könnten Sie sich... Verkaufen wir Alphonso Davies für 130 Millionen nach Saudi-Arabien oder was? Das wäre ja schön. irgendwann mal theoretisch einen Wechsel in die saudische Liga vorstellen. Ach, dass er da hingeht. Ja, das ist ja wild. Vielen Dank. Zwei völlig konträre Erstmal zu der Konklusion, dass Sie gebracht haben. Nein, meine Meinung ist getrennt. Also ich bin nicht in... Ich will mich nicht reinrutschen in Kaderzusammenstellung von Ländern, die... Das ist halt auch das Problem, ne? Wenn Vincent Kompany da jetzt irgendeine Aussage treffen würde, dann wäre sofort die Schlagzeile: Vincent Kompany fordert Manuel Neuer für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist halt die Katastrophe heutzutage. Ja? Er kann ja noch nicht mal seine persönliche Meinung sagen. So, ohne dass daraus irgendein Ding gedreht wird. Ne?
Das ist ja das Problem. Deswegen ist das völlig richtig, was er tut. Zum WM gehen. Ich glaube, dass ich dafür Respekt habe. Aber Ja. ich kann natürlich meine Spiele schätzen und das ist wichtig. Also ich habe überlegt, ob ich mit dem Spaß antworte, aber dann weiß ich nicht, ob das jeder richtig versteht. Also ich wollte eigentlich sagen, nicht. ja, ich war in Saudi-Arabien mit der deutschen U18-Nationalmannschaft. So, das ist meine Erfahrung, die ich in Saudi-Arabien gemacht habe, und alles andere ist nicht von dieser Welt. Aber es wird ja sehr viel für mich geschrieben, das war dann eben mal die Richtung, aber nein. Ernsthaft vermutlich wieder Felix Fischer für Sky. Ich versuch's. Naja. Über den Gegner haben wir noch nicht gesprochen. Hallo. Was ist mit Köln für ein Gegner zu Gast morgen in München? Ja, ist immer gefährlich, weil jeder geht davon aus, Köln hat jetzt kein Risiko in diesem Spiel. Die sind safe und die sind wahrscheinlich auch zufrieden. Und, aber natürlich, dieses eine Spiel in die Allianz Arena ist immer wie ein Pokalfinale, kann man das so sagen, glaube ich. Und Also ich muss sagen, das Trainingsshirt gefällt mir echt ganz gut. Ich hatte es im Shop gesehen, da muss ich sagen, hat es mir nicht so gefallen. Aber wenn ich so sehe, hat schon was. jeder Spieler wird sich freuen, dass die nicht zu viel Aber natürlich maßlos überteuert. in den Gedanken haben muss, dass es unbedingt die 3 Punkte brauchen. Aber trotzdem ist das wahrscheinlich ein großes Ziel für jede Spieler in diesem Verein. Und deswegen ist es für uns auch immer gefährlich. Kontestarke Mannschaft, sehr, sehr stark auf die Konters und auch emotionale Verein, die wahrscheinlich auch ganz viele Fans mitnimmt und eigentlich sein Titel holen will in der Allianz Arena, und das vergessen wir nicht. Und deswegen wollen wir auch ein ganz positives Erlebnis haben im Spiel morgen, und das braucht Energie, Konzentration und alles. Und ich sage das jede Woche, aber es ist auch gemeint, wir werden diese Aufgabe, wir werden reingehen in diese Aufgabe wie jedes Spiel und alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Nebendran ist Mario Krischl für den Kicker. Ja, guten Morgen, vielleicht daran anknüpfend. Wie wichtig ist denn dieses Spiel? Wir wissen natürlich, für die Bundesliga-Tabelle nicht mehr ganz relevant, aber mit Hinblick vor allem auch auf das Pokalfinale dann. Ja, gar nicht relevant. Nicht ganz relevant. Gar nicht relevant. Ja, aber Obwohl vielleicht für den 1. FC Köln, wenn es um eine Platzierung geht, gibt es ja ein bisschen mehr Fernsehgelder. Ja, vielleicht. und das ist wirklich eine FC Bayern-Sache. Das ist wirklich, jedes Spiel musst du gewinnen. Ich weiß, dass das in die Perzeption, dass man jetzt ganz einfach eine Hierarchie bauen kann. Jeder weiß, wenn wir nur eins von beiden Spielen gewinnen, dann lieber Stuttgart. Das verstehe ich. Aber trotzdem das Gefühl, dass man morgen, egal was das Ergebnis ist, einfach so vorbeikommt und dann die nächste Woche wieder reingeht, das habe ich nicht. Ich weiß, dass man mental immer vorbereitet sein muss auf alle Szenarien. Das heißt, verlieren, gewinnen, das gehört zum Fußball, egal welches Spiel, das gehört zum Fußball. Aber es ist nicht so bei uns, dass dieses Gefühl lebt, dass ein Spiel vielleicht ein freies Spiel ist oder so. Nein, überhaupt nicht. Wir wollen gewinnen. Es gibt morgen wieder 75.000 Leute, die kommen mit Kindern, die werden sich ganze Tage im Stadt freuen und dahin fahren, und es muss alles passen. Dann Runde 2 der Fragen. Klaus Bergmann ist wieder da. Auch ein schöner Ansatz, das der Mannschaft so zu vermitteln. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht jeden interessiert, aber ja, da sollte man dran denken. Ich meine, das sind alles Multimillionäre, die da rumlaufen, und dann haben die auch, selbst wenn es ein Spiel um die goldene Ananas ist, Leistung zu zeigen. Punkt. Herr Kompany, das Pokalfinale ist dann nicht unbedingt, je nachdem vom Spielverlauf, das Spiel, wo man nochmal Geschenke verteilt an Spieler, die den Verein, wo man schon weiß, dass sie den verlassen. Ist das dann eher morgen so der Tag, wo Sie an sowas nochmal denken können, ob in der Startelf oder ob bei einer Einwechslung? Ja, ich würde es dann trotzdem keine richtigen Geschenke nennen. Also es sind Spieler, die sich dieser Respekt verdient haben. Sie reden jetzt über wahrscheinlich Leon Goretzka und Ja, der wird morgen in der Startelf stehen. Und klar, startet Leon Goretzka von Anfang an morgen. Das ist Hätte mich aber auch gewundert. Also, ich meine, Winnie selber Fußballer gewesen. Also, natürlich kannst du Leon Goretzka beim Spiel um die goldene Ananas ihm nicht das Spiel wegnehmen. Also, ganz ehrlich. Ne? Nochmal schön in Kombination mit Josh wahrscheinlich. Ja.
aber kein Geschenk. Das ist etwas, das er sich verdient hat über Das ist richtig, ja. viele, viele Jahre Leistung und Erlebnis mit diesem Verein. Aber das ändert das Ziel nicht. Und das ist auch, glaube ich, immer eine schöne Zeichen für die Gruppe, finde ich, weil sie nehmen Geschenk. Ich hasse das Wort Geschenk. Aber was, wenn jemand anders mal in diese Situation kommt? Weil für alles kommt ein Ende. Es ist jetzt für Leon. Aber es gibt für andere Spieler wird das genauso sein irgendwann. Und dann finde ich das immer wichtig, dass wir dann auch zeigen, dass das dann auch für uns, ja, dass er dann seine Bühne verdient. Weil er hat es verdient über viele Jahre. Also gut. Hat er auch, ja. Es wird schön sein, hoffe nicht, aber Ja. Leon. Ich gönne Leon alles. Ja, ihr wisst, ihr kennt meine Meinung. Ich mag einen Leon sehr. Vom Fußball-Style her passt er halt einfach nicht in diese Mannschaft mehr rein. Hat auch nicht diese Konstanz mehr in seinen Leistungen, genauso wie diese Kimmich auch nicht hat. Und das, was er bei uns verdient hat oder was er bekommen hat an Geld, keine Ahnung, wenn ich dann lese, irgendwie, er kriegt nur 40% davon beim AC Mailand, wenn er da hingehen sollte. Für die 40% hätte Leon Goretzka auch behalten können. So, ja. Er hat diese Saison einen guten, ordentlichen Part gespielt, wenn er denn gebraucht wurde. Das war fein. Und für die Kohle hättest du ihn natürlich auch behalten können. Ja. Aber natürlich blockst du dann auch wieder einen Platz für einen jungen Spieler dahinter. Ne? Und du hast mit Tom Bischoff schon du wirst mit dem ausgeliehenen Spieler bei Hannover wahrscheinlich noch jemanden dazu bekommen. Und ja, von daher die logische Konsequenz. Ne? Und weiß, also wenn wir morgen nicht führen, dann muss er vielleicht in die letzten 5 Minuten ein bisschen schneller vom Platz. Und das haben wir schon besprochen, aber ist auch verdient. Dann in Reihe 1 bitte wieder Stefan Kumberger. Max, aus Kanada hört man vom Verband, dass man alles tun wird, um Alphonso Davies wieder fit zu kriegen, rechtzeitig zur Weltmeisterschaft. Jetzt habt ihr ja schon eine Vorgeschichte mit den Kanadiern. Wie seid ihr da im Austausch und was wäre denn euer Wunsch, was mit Alphonso passiert? Dass wir alle zusammen das Beste für Fonsi schaffen. Also Fonsi dramatisch genug, dass er die Verletzung jetzt hat. Für ihn ist es ja auch eine Heim-WM, weil die findet ja auch in Kanada statt, auch wenn wir nur über Amerika sprechen, aber sie findet auch in Kanada statt. Und deswegen werden wir alle gemeinschaftlich, der kanadische Verband, wir, unsere Ärzte, was wir im Umfeld tun können, dafür tun, dass er vielleicht die Möglichkeit hat. Aber dafür muss er halt gesund werden und das müssen wir einfach respektieren. Das tut er auch. Und wir sind dabei in der Kommunikation und versuchen da wirklich den besten Weg, alle zusammen zu finden. Für Fonsi, für Kanada, aber auch für den FC Bayern. Verstehe ich nicht. Da musst du nichts kommunizieren, Alter. Die Chose ist ganz einfach. Ist Alphonso Davies fit? Ja, let's go. Ja, gönn dir die WM, Alter. Ist ein Heim-WM. Ja, kannst du froh sein, wenn du sie einmal in deiner Fußballkarriere hast. Bist du nicht fit, hast du mit dem Arsch zu Hause zu bleiben. Punkt. Du bist Spieler des FC Bayern. Der FC Bayern bezahlt dich, nicht der Verband bezahlt dich. Ist Alphonso Davies 100%ig fit? Let's go. Feuerfrei. Spiel eine WM. Ist er das nicht, hat er mit dem Arsch in München zu bleiben. Punkt. Hanna hat begonnen, vielleicht auch die letzte für heute, bitte. Ja, ist es morgen so ein Jonas Urbich-Spiel? Sie haben es ja ab und an schon mal verraten, wer im Tor stehen wird. Und vielleicht eine Frage an beide, wenn man sich ein Wunschszenario ausdenken dürfte. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Manuel Neuer weitermacht. Wie baut man Jonas Urbich weiter zur Nummer 1 auf? Mit mehr Einsätzen, mit Einsätzen vielleicht auch in den größeren Spielen wie Champions League? Oder wie ist da der konkrete Plan? Ja, du musst ihm entweder sagst du, komm, Jonas Urbich spielt die Bundesliga-Saison. Nummer 2, was ich für wahrscheinlicher halte, wird wahrscheinlich sein, dass man sagt, Manuel Neuer spielt keine 3-Tage-Rhythmen mehr. Bedeutet immer, wenn englische Wochen sind, wird Jonas Urbich spielen. Ob das dann das Champions League-Spiel ist, ob das Bundesligaspiel ist, davor, dahinter, I don't know. Traum-Szenario meinerseits, wie gesagt, ich mache ein extra Video zu dieser Neuer-Geschichte, aber mein Traum-Szenario ist natürlich, also das Beste aus meiner Sicht wäre zu sagen, pass auf, Jonas Urbich spielt die Bundesligaspiele, Manuel Neuer spielt die Pokalwettbewerbe. Ja, das wär mein Szenario. Ich denke dann, er braucht einfach Spielpraxis, ja. So. Und es gibt auch wichtige Spiele in der Bundesliga.
Wenn ich so auswärts an Dortmund denke, auswärts Stuttgart, Leverkusen und so weiter. Ich meine, er hat das schon nachgewiesen, ja. Das brauchen wir auch nicht drum herum reden. Also der macht keinen nervösen Eindruck, gar nichts. Ich hätte absolut null Kopfschmerzen zu sagen, ey, pass auf, Jonas Obig ist die Nummer 1. So gar nicht. Null. Ja. Aber natürlich, wenn Manuel Neuer da sich bereit erklärt, die Spiele abgibt und so weiter, ist das natürlich das beste Szenario, was du haben kannst. Ja, dass er nochmal ein Jahr von Ulle und Manu die Erfahrung mitnehmen kann im Training, lernen kann, ja, was er jetzt schon hat. Aber er braucht natürlich die Spiele. Er muss sich halt auch entwickeln können und das kann er in Spielen. Ja, das ist ganz wichtig. So, wenn man das hinbekommt, ey, dann ist das beste Szenario, mit Manuel Neuer und Ulle nochmal ein Jahr zu verlängern. Ja? Völlig schmerzfrei. So. Wenn das aber so eine Phase ist, wo man dann sagt, oh ja, der Jonas Obig darf dann mal spielen, wenn Manuel Neuer mal verletzt ist oder wenn mal eine englische Woche ist, dann wird es schwierig. Ja, weil dann wird es ihm wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ne? Dann ist es vielleicht eher ein stagnierendes Jahr oder ein verschenktes Jahr für ihn. Ja. Also ob er am Tor steht, das weiß ich tatsächlich nicht. Das würde ich auch nicht verraten, weil sonst würde ich wahrscheinlich einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie gesagt, was passiert, weiß ich noch nicht, aber bisher haben wir 1,5 Jahre, glaube ich, eine Konstellation geschaffen, die ganz besonders ist. Also wir haben eine Torhüter-Konstellation mit Manu, mit Ulle, möchte ich eben nicht vergessen. Ja, hat er recht, 100%. Problem, was ich halt sehe, ist, Obig hat halt viele Spiele auch bekommen, weil Manuel Neuer ausgefallen ist. So, ja. Ja, jetzt in der Rückrunde und so weiter. Weiter hinten hat er auch die Spiele bekommen, obwohl Manuel Neuer da war. Ja, wird interessant zu sehen sein, wie es nächstes Jahr weitergeht. Vergessen, weil der eben auch sein Spiel in Leverkusen hatte und wenn er gebraucht wurde, nur dieses eine Spiel vielleicht, aber dann war er da und hat seine Leistung gebracht. Und mit Jonas Obig ein unfassbar großes Torhüter-Talent, was wir geholt haben. Man hat vor 1,5 Jahren gesagt, okay, was macht Jonas? Warum geht er zum FC Bayern in der Konstellation? Aber genau das, was wir uns vorgestellt haben, ist eingetreten. Ganz offene Kommunikation unter den Torhütern. Manu ist die Nummer 1 gewesen. Jonas war der gelernt hat. Sie sprachen gerade davon, eben auch mal in großen Spielen zu spielen. Ich fand, er wurde reingeworfen in Leverkusen, Achtelfinale Champions League und hat sofort bewiesen, was er gemacht hat und was er zu leisten imstande ist und hat es in dieser Saison genauso geschaffen. Also ich glaube, was wir bisher geschafft haben, wie gesagt, noch nicht abschließend wissen, was dann ab der Saison Sommer 26 passiert, aber haben wir eine Situation geschaffen, wo wir einen Torhüter entwickelt haben, obwohl wir einen Welttorhüter bei uns in den eigenen Reihen haben. Und das ist schon eine Konstellation, die sich sehr, sehr gut anfühlt. Ja, gehe ich mit. Kann man sich auf die Fahne schreiben. Also die Entwicklung, die Jonas Obig gemacht hat, die Anzahl der Spiele, die er dieses Jahr gemacht hat, war okay. Ja, da gibt es gar nichts dran zu meckern. Ja, das war sehr, sehr gut. Das gilt es jetzt halt auszubauen, ja. Und wenn das passiert, ey, dann ist das eine Konstellation, die überragend ist. Ja, dann hat er 2,5 Jahre von Manu und Ulle gelernt. Dann ist er mehr als bereit, die Nummer 1 des FC Bayern für die nächsten 10, 15 Jahre zu werden. Dementsprechend sind wir doch sehr gelassen. Und wenn es so wäre, dann geht die Konstellation weiter. Ja, das muss jetzt nicht jede Woche sein, dass ich sage, welche Torwart am nächsten Tag. Das Ding ist, wenn sie jetzt nicht wüssten, dass Manuel Neuer schon verlängert hätte, dann könnte er ja auch nicht sagen, ich stelle Jonas Obig im Tor und gönne Manuel Neuer nicht sein letztes Heimspiel. Das wäre ja auch wild, oder? Spielt, aber zum letzten Mal werde ich das noch einmal machen. Morgen spielt Manu und ich verstehe, es ist ein emotionales Spiel wahrscheinlich, weil es Köln ist, aber morgen spielt Manu und Jonas wird noch ganz, ganz oft die Chance haben, gegen Köln zu spielen, das bin ich mir sicher. Alright, viele Infos, danke. Hätte mich aber auch gewundert. Freuen wir uns aufs Meisterwochenende. Bis bald, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Leute, rot-weiße Grüße, freuen wir uns aufs Meisterwochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich morgen nochmal einen schönen Abschluss in der Bundesliga. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße. Tschüssi.